Das ist aber nicht da, wo Police Line Do Not Cross steht. Alter Falter, hey. Ich weiß nicht, John. Ist das nicht verboten? Was ist in Hill Valley nicht verboten? Psst. Was, wenn Bürger Brown uns beobachtet? Keine Sorge, niemand kann uns hier sehen. Er ist ein Spanner. Alter, echt? Huch, Natürlich! versuch deinen alten Natürlich Herrn ist er nächstes Mal das. vorzuwarnen. Natürlich ist er ein Spanner. Sehr gut. Ah, ist das schön. Klar, was soll er denn sonst sein, außer einer, der Leuten zuguckt? Ah. Donnerstag, 15. Mai 1986. Guten Tag, ihr Leid. Machen wir das gleich hinter uns und weil es noch so schön war. Guten Tag, ihr Leute. Es geht auch auf Hochdeutsch. Wir sind zurück in der Gegenwart. In der falschen Zeitliniengegenwart. Denn wir sind hier in einem, ich sag mal, totalitären Hill Valley, wo Doc Brown scheinbar der Chef ist, das Oberhaupt und irgendwie, es sieht alles clean und sauber aus, aber das ist doch nicht hübsch. Es erinnert halt so, ich weiß nicht, wer von euch 1984 gelesen hat, also das Buch und nicht 1984 schon gelesen hat, also auch. Wer von euch die Novelle, wie nennt man das, den Roman 1984 gelesen hat? Ich glaube, so ist es am besten, wenn ich das so erkläre. Dem wird das hier irgendwie, also mich erinnert das tierisch an 1984. Grundsätzlich technisch sehr weit fortgeschritten, aber überall Kameras und Polizisten, sowas. Oh ja, Officer Parker, pass auf. Das Ding ist, wir kommen frisch aus 1931, in der letzten Folge noch, waren wir noch ein bisschen 1931 und da war der Vater von diesem Officer Parker hier, der war Polizist und der war ein korrupter Polizist. Der hat sich von Kid Tannen, was ein Mafiosi war, bestechen lassen. Und wir haben dem aber zugeredet und gesagt, hey mal, du bist doch ein guter Mensch oder so. Also es lässt dich bestechen so. Lass dich nicht bestechen. Denk an deinen, weiß nicht, gibt's einen Polizisteneid oder sowas hier, das ist schlecht und sowas. Und dann, ja, okay, alles klar, ich lass mich nicht bestechen, ich bin ein guter Polizist, ich bring Kid Tannen hinter Gitter. Hat er gemacht. Hat wohl dazu geführt, jetzt labert die mir hier hinein, egal. Hat wohl dazu geführt, dass die ganze Familie Parker, also der Sohn ist jetzt auch Polizist geworden. Und wenn der Opa Polizist ist und der Vater Polizist ist, dann ist ja ganz klar, was aus dem Kind wird. Ein Punk. Ist ja ganz logisch. Also nicht direkt ein Punk, sondern eine delinquente Rockgöre. Also meine Freundin, also Jennifer von 1986, ist eine delinquente Rockgöre geworden. Finde ich eigentlich gut und soweit auch komplett nachvollziehbar. Ich meine, man schaue mich an. Mein Vater war kein Polizist, mein Opa auch nicht. Aber ich bin im Herzen unter meiner dicken Männerbrust immer noch, naja, ich war nie ein Punk. Ich war eher so die Zecke der Punks, weißt du? Also das heißt so die grundsätzliche politische Einstellung und sowas, also so, ja, bin ich voll dabei. Die Idee von Anarchie, von Punks und so, Anarchie fand ich immer doof. Also ist nicht so meins, aber die Musik, also nicht der Politpunk, das ist nicht so meins, aber Funpunk oder was weiß ich was, Punkrock oder Horrorpunk oder was weiß ich was, Punk, voll geil, ich mag Punk. Ich war quasi die Zecke der Punks, ich hab von den Punks das geschnurrt, was ich cool finde, den Rest habe ich ihn gelassen. Also das verrobbt rumlaufen, ich meine, so mit Iro-Stellen ist auch nicht so viel bei mir, könnte ich vielleicht auf dem Rücken machen oder so. Ja, ist jetzt gut. Wir drücken jetzt mal auf den Zoomer und spielen mal weiter, so. Hill Valley Rathaus. Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Oh, Bürger? das ist Miss Strickland. Ich muss Doc sprechen. Bürger Brown. Strickland. Haben Sie einen Termin? Nein, aber... Tut mir leid, dann müssen Sie warten, bis Sie an der Reihe sind. Bürger Brown ist ein sehr beschäftigter Mann. Diese Stimme kommt mir bekannt vor. Mhm. Sag doch einfach, dass du Marty bist, dann lässt er dich rein, sie. Oh, ist das Doc?
das ist Biff. Hey, Biff. Biff? Oh, das ist Doc. Hey, Doc. Doc? Nimm mich doch mit. Renn doch hin. Renn doch Doc, hin. warte! Ich Ja, muss guck, mit er hält an. Ihnen reden. Oder auch nicht. Moment. Ich geh mal zu Biff. Da lief doch gerade Biff. Hey, wieso kann ich denn hier nicht laufen? Jetzt. Biff. Wo ist er hingebifft? Biff? Wo ist Biff? Der ist doch da irgendwo rausgekommen. Ha, das ist Biff. Hey, Biff. Biff? Hey, du bist der Jüngste von George und Lorraine. Martin, stimmt's? Martin. Was, du kennst mich nicht? Was? Nur vom Hören. 3 Monate in Folge Brown Kadett des Monats. Beeindruckend. Bist du am Bürger Plus Programm interessiert? Erstmal schicke Klamotten. Vor allen Dingen, dass überall der Name draufsteht, ist ja Nette genial. Sachen. Wette verloren oder sowas? Was meinst du? Ich trage das gleiche wie alle anderen. Es ist Poloshirt Donnerstag. Du, mein Freund, tanzt aus der Reihe. Hab ich schon gehört. Ja, Da aber wär morgen ich dabei. ist auch ein Tag. Hawaii-Hemd Freitag. Toll. Ja, irgendwann hört es dann auch auf. Was ist ein Bürger Plus? Was ist dieses Bürger Plus? Das ist Bürger Browns neues Umerziehungsprogramm. Und ich bin der Erste von Hill Valleys Bürger Plus. Plusse. Plussen? Ein Umerziehungsprogramm? Was zum Teufel? Hör bitte auf zu fluchen, Martin. Ich fühle mich dabei so unwohl. Martin? Ja, ich meine, okay, ihr kennt ihn ja nicht, aber okay. Lass mal gucken. War das Doc in dem Hör Auto? zu, Biff. Das Auto, aus dem du ausgestiegen bist. War da Doc Brown drin? Ha, Doc, das sollte sein neuer Spitzname werden. Aber ja, das war Bürger Brown. Was für ein beeindruckender Da Mann. heißt er dann gar Wie nicht Doc konntest du Brown, ihn sondern treffen? Bürger Brown. Er scheint so beschäftigt. Das stimmt, Martin. Bürger Brown ist ein sehr, sehr beschäftigter Mann. Aber unglücklicherweise bin ich ein Sonderfall. Weißt du, Martin, ich war ein schwarzes Schaf. Ein echter Mistkerl. Du? Ein Mistkerl? Du? Ein Mistkerl? Nein. Was soll ich sagen, Nein, Martin? woher? Ich hatte immer Ärger. Zu viel Ärger. Sei es mit dem Alkohol, den Partys, den Frauen. Sogar meine Hunde machten einen Haufen Ärger. Haufen. Ja, Verstehst du? den wollte ich gerade bringen, Mann. Den wollte ja. ich bringen. Was hat das mit Bürger Brown zu tun? Nun, nachdem ich so viele Schwierigkeiten gemacht hatte, wurde ich Bürger Brown vorgeführt. Man stellte mir ein Ultimatum. Bürger Plus oder Knast. Und wie war es im Knast? Ach so. Kein alter Biff mehr? Brichst du keine Regeln mehr? Ich kann nicht. Durch das Bürger Plus Programm ist es für mich körperlich unmöglich. Wie denn das? Ich werde sogar krank, wenn ich versuche, Regeln zu brechen. Jetzt ist es nicht nur 1984, jetzt ist es auch noch Clockwork Orange oder was? Junge, wirkt die Umerziehung Wie noch? wirkt sich die Umerziehung aus? Bin immer noch unfähig und unmotiviert, Regeln zu brechen. Na, ist bei mir ähnlich, fast, nicht ganz. Also die Umerziehung ist noch nicht fertig. Ich bin immer noch unfähig und unmotiviert. Vielleicht kommt der Rest auch noch. Wie wär's mit einem Bier? Hättest du nicht gern ein Bier? Bier fehlt mir schon irgendwie. Ah, wenn ich's mir überlege, bäh. Kann ich verstehen, komm. Jetzt Du warst ein echter Schläger. Das ist jetzt alles vorbei. Dann würdest du dich nicht mal selbst verteidigen? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt könnte. Memme. Ach, du stichelst nur, um es auszutesten. Ja, richtig. Quäl mich nicht. Moment, hat er jetzt gekotzt oder? Das hat sich nicht nach... Ich könnte mich daran gewöhnen. Bitte, Martin, mach mich nicht wütend. Na gut, Biff. Dieses Mal lasse ich dich in Ruhe. Okay. Ich glaube, wir hätten eine Lösung irgendwie. Also ich weiß nicht, vielleicht hat er den Klo innen drin oder so. Vielleicht können wir ihn so lang sticheln und machen, bis er irgendwo reinrennt und wir ihm hinterher... Ich will eigentlich gar nicht wissen, was er da reinrennt und wir hinterher. Ich möchte mehr über Bürger Plus Und wissen. ich kann es nicht erwarten, dir davon zu erzählen. Habe ich Okay. die klasse Digitaluhr erwähnt, die man bei dem Programm bekommt? Habe ich auch. Bin auch Bürger Plus. Was macht das Was Programm ist denn denn so? eigentlich der Sinn von Bürger Plus? Einem anständigen Bürger wie dir fällt es vielleicht nicht so auf.
Aber die Hypnotherapie hilft dabei, den Drang zum Brechen von Regeln zu unterdrücken. Wow, wow. Hypnotherapie? Ja klar, Marty. Dadurch kommt die Gehorsamkeit von allein. Gehorsamkeit? Ist das so eine Art Gehirnwäsche? So könnte man das nennen. Yeah. Alle schmutzigen Voll Gedanken gut. werden dir aus der Rübe gewaschen. Da habe ich ja gar nichts mehr im Kopf. Nee, das will ich nicht. Wenigstens hat man eine Das Wahl, ist doch freiwillig, oder? oder? Ja, das Pilotprogramm schon. Aber irgendwann wird es Vorschrift für alle. Vorschrift? Bist du verrückt? Nein, ich war verrückt. Doch dank dem Bürger Plus Programm bin ich jetzt wahrscheinlich der vernünftigste Typ in Hill Valley. Reden wir erstmal nicht Na mehr über gut, Bürger Plus. Reden wir erstmal nicht Das mehr ist über vielleicht Bürger gut, das Plus. Thema jetzt hier zu beenden. Okay. Okay. So. Erzähl mir von deiner schmutzigen Vergangenheit. Also, all die schlimmen Dinge, die du getan hast. Ach, ich denke wirklich ungern an die Vergangenheit zurück. Aber gut, wenn es dir bei deiner Entscheidung zum Bürger Plus Programm hilft. Achso, ich wollte gerade sowas sagen wie, ich werde jetzt etwas trinken. Tut mir sehr leid, ich bin nämlich voll durstig. Durstig. Erzähl mir von illegalen Substanzen, erzähl mir von gefährlichen Hunden, illegalen Frauen. Erzähl mir von den illegalen Frauen, während ich etwas trinke. Okay. In was für Schwierigkeiten bist du mit Frauen geraten? Waren das Prostituierte? Nein, nein, nichts in der Art. Ich war nur nicht immer sehr diskret, was Zärtlichkeiten angeht. Was? Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit, Martin. Knutschen und so. Das ist verboten? Oh ja. Kein Abschlabbern in der Öffentlichkeit? Du hattest echt Ärger wegen Zärtlichkeitsaustausch? Zärtlichkeitsaustausch. Na sicher. Die Browns sagen immer, private Erregung sollte auch privat bleiben. Oder vielleicht ist es auch nur Bürgerin Edna, die das sagt. Die Browns, also haben sie wirklich geheiratet? Dachte ich mir, ja klar müssen die ja heiraten, also das ist ja alles hier. Gefährliche Du hattest Hunde? Ärger wegen der Hunde? Du hast doch keine Hundekämpfe veranstaltet, oder? Nein, so Hundekacke. schlimm war es nicht. Ich hatte einfach viele Hunde. Was ist daran falsch? Nichts. Wie viele? Außer, dass sie die Nachbarn die ganze Zeit wach hielten, alte Leute ansprangen und alle Eichhörnchen im Park gefressen haben. Ich schäme mich wirklich dafür, dass meine unerzogenen Hunde für das Hundeverbot in Hill Valley verantwortlich sind. Du klingst nicht sehr beschämt. Doch, das bin ich. Sehr, sehr beschämt. Ja, was ist mit Einstein passiert? Moment, gibt es Einstein überhaupt? Weil Einstein, der Hund, war ja von Doc Brown, als er schon alt war, in 1986. Und 1930 haben wir ja Einstein zu ihm gebracht. Der war ja bei uns im Auto. Ist er dann jetzt auch verschwunden? Also gibt's den jetzt oder so? Aber ja, egal. Erzähl mir von den illegalen Du Substanzen. sagtest etwas von Alkohol? Hier, Rum, Hier, Whisky, hier. Bowle, das habe ich alles getrunken. Nicht nur getrunken, ich habe es auch nach Hill Valley geschmuggelt. Ganz der Vater, nicht wahr? Für so einen Spruch hätte ich deinen Vater umgehauen. Aber ja, schätze, ich bin in Papas dreckige Fußstapfen getreten. Gibt's keinen Fusel in Hill dann Valley? gibt es keinen Fusel in Hill Valley? Nein. Sicher versucht hin und wieder jemand einen reinzuschmuggeln, aber Polizisten wie Officer Parker da drüben fangen sie früher oder später. Es gibt also keine Hunde Dann mehr? gibt es in Hill Valley keine Hunde mehr? Genau. Bürgerin Edna sagt, dass sie Krankheiten verbreiten und Schuhe stehlen. Okay. Ja, ich habe erstmal genug gehört. Wechseln wir das Thema. Danke. Ich spreche ungern über mein altes, gemeines Ich. So, jetzt müssen wir aber nachfragen, wie man zu Wenn ich Bürger all die Brown üblen kommt. Dinge tue, die du immer getan hast, ob ich dann wohl zu Bürger Brown gehen könnte? Bestimmt. Stimmt. Aber was willst du damit bezwecken? Ja, zum Bürger Brown zu gehen. Okay, das haben wir. Okay. Später, Biff. Tschüss, Martin. Unser Plan steht fest. Wir müssen einen delinquente Rock Göring. Ups. Nicht Göre. Was hat Jen jetzt vor? Wie ist denn die männliche Version von Göre? Der war knapp. Ja, ja. Okay. Jennifer läuft irgendwo hin und wir als guter Freund haben Tastaturprobleme und laufen hinterher. Jennifer! Was hast du vor? Was hast du vor? Muss ich da hinklicken? Ist sie da hingelaufen? Pünktlichkeit ist eine Tugend. Beeil dich schnell.
in der Jugend. So, ist die nicht da hingelatscht? Doch, ist sie. So. Arbeitet die da? Oh. Steht da. And the Woodspecks. Woodspecks? Ich kann das gar nicht lesen. Moment, erstmal umgucken hier. Was gibt's denn hier? Ein zugemauerter Eingang. Ach, guck mal, da! Da war das Dingens. Sie haben den Eingang zur alten Tennenbar zugemauert. Ja, die Tennenbar, genau. Und was sonst noch was zu gucken? Sojamilch, 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 ein Leiter. Okay. Jetzt muss ich sie doch mal fragen. Komm mal her. Leech and the... Leech and... Ich guck einfach drauf. Mal draufklicken, dann Leech and the Wooshbacks? And the Nie davon Wooshbacks? gehört. Nein, du sicher nicht. Auf deinen geliebten Smooth-Jazz-Sendern wird selten Punk gespielt. Smooth Jazz? So Smooth ein Spießer Jazz bin ist- ich echt Na, nicht. ey. Nicht mal in einem Paralleluniversum. Ich fühle mich ertappt. Ich fühle mich ertappt. Nee, manchmal ist so Jazzgedödel recht cool. Es gibt, wie heißt das? Luis Valder Trio. Ey, mein linkes Auto dreht. Das hat die 4 Jahreszeiten. Boah, Alter, das wird immer schlimmer mit mir, merke ich gerade. Ja, es hat die 4 Jahreszeiten von Vivaldi in Jazz gecovert. Ey, das ist so geil. Jennifer. Jennifer! Jen! Babyfist? Hast du ein Problem? Du hast mich einfach zurückgelassen. Was sollte das, Jennifer? Du hast mich allein vor der Stadt zurückgelassen. Ja, das war ziemlich gemein, nicht wahr? Ich bin ein grässliches Vorbild. Hau besser ab, bevor das auf dich abfärbt. Ich mag die. Habt ihr gesehen, dass es da hinten Sojamatsch gab im Eimer? Sojamatt. Nur zu, korrumpiere mich. Hör zu, Da, guck. ich weiß nicht, was du auf dieser Zeitachse Da hinten in Soja. letzter Zeit Matsch. gegen mich hast, aber ich will das ändern. Ich hab dich vermisst, weißt du? Sieh mich an, Martin. Sehe ich aus wie ein Mädchen, das mit dem Präsidenten der Junior Brown Brigade abhängt? Ich weiß zwar nicht, wovon du redest, aber ich muss zugeben, ich mag dich so. Oh, Ja, ich auch. Kotz. Ich guck mal ganz unten so. Ich werde Hill Valley in Ordnung bringen. Hill Valley ist total krank, aber ich weiß, wie ich das wieder in Ordnung bringe. Du? Was? Ich werde mit Bürger Brown sprechen und ihn dazu bringen, alles besser zu machen. Dieser Plan klingt ganz nach dir, Freak. So, ich werde Bürger Brown umkrempeln. Bürger Brown ist doch kein schlechter Kerl. Du verschwendest deine Zeit, Martin. Ich nehme dir das alles nicht ab. Nein, wirklich. Dieser verrückte Polizeistaat war ursprünglich gar nicht seine Idee. Wenn ich ihn überzeugen kann, wird das ein Ende haben. Weißt du, langsam tust du mir fast leid. Ich statte Bürger Brown jetzt einen Ich Besucher. werde Bürger Brown bald Jetzt gehe ich hin. Hey, Ich weiß noch nicht, kann wie ich mitkommen? reinkomme. Was denn? Du willst auch zu Bürger Brown? Ja, vielleicht schenkt er mir ein bisschen Herz und dir ein bisschen Hirn. Fragen kann nicht schaden. Hey, Moment. Ist sie der Löwe und er der Blechmann? Oder was war das? Also, das war jetzt schon eine Oz-Anspielung. Hast du Biff mal wieder Hast du dort gesehen? Neues von Biff Tannen erfahren? Er ist so... Still? Ja, das macht mir Gänsehaut. Mir auch. Wenn das der Zweck des Bürger Plus Programms ist, bleibe ich lieber ein Bürger Minus. Bürger Minus. So, Bürger Plus Programm. Was Also, weißt wir du über fragen jetzt das natürlich Bürger mal alles Plus auf. Ne? Programm? Nur das, was im Fernsehen kommt und im Radio, in den Zeitungen und was die ganzen Beschallungsanlagen in der Stadt ausposaunen. Alle sollen mitmachen, das soll uns zu glücklichen und zufriedenen Menschen machen. Aus diesem Grund halte ich mich davon fern. Was hältst du von meinem Also, anderen Ich? Jennifer. Nee. Aha, Was denkst du von mir? nichts. Mal im Ernst, was hast du gegen mich? Ich bin doch recht beliebt, oder? Sehr beliebt. In bestimmten Kreisen. Welchen Kreisen? Idioten. Marty McFly ein Idiot? Nein. Unmöglich, er kann kein Idiot sein. Unmöglich. Jeder, der von sich selbst in der dritten Person spricht, ist ein Idiot. Yep. Sehr gut. Irgendeine Chance, dass meine Eltern noch normal sind? Meine Eltern, Was ist mit ihnen? hältst du sie für normal? Normal für Hill Valley Standards, ja. Mit anderen Worten, nicht mehr zu retten.
Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Ja, aber wir sind doch füreinander Du bestimmt. tust so, als sei ich ein Abturner, doch das nehme ich dir nicht ab. Wir sind füreinander bestimmt. Hör zu, nur weil du mir leid getan hast und ich dich zu ein paar deiner öden Konzerte begleitet habe, sind wir nicht gleich Romeo und Julia. Sicher, du bist ganz süß, aber du machst so einen auf Einserschüler. Einserschüler? Ich bin beschäftigt mit interessanterem Dingen. Und Jungs. Moment. Heißt das, anstatt Rock'n'Roll zu spielen, spielen wir jetzt Smooth Jazz, also so gefuddelt. Das soll Bese-Gewische und ein bisschen getättelt sind. Okay. Also Bese im Sinne von Schlagzeugbesen. Und nicht irgendwie, schramm jetzt mal während einem Jazzkonzert, schramm jetzt mal ein bisschen auf. So. Die Regeln brechen. Was für interessante Jungs, finde ich klasse. Gehst du mit einem anderen Denn aus? alles, was Ich wette, sie ich bringe dich machen, dazu, ihn zu ist vergessen. für mich Tut mir leid, Martin, Ja. aber du bist aus dem Rennen. Gehst du mit einem anderen aus? Ich wette, ich bringe dich dazu, ihn zu vergessen. Tut mir leid, Martin, aber Das du hatten bist wir aus schon dem mal. Rennen. Also Leech. Leech war der Fuzzi vorne an der Imbissbude, glaube ich. So. Die Regeln brechen. Verbringst du etwa deine Zeit mit dem Beschädigen öffentlichen Eigentums? Wage es bloß nicht, mich zu verpfeifen, sonst stopfe Beschädigen ich dir die öffentlichen Spraydose in. Eigentums. Nein, Ja. nein. Wohin? Du Bitte, verstehst mich falsch. Ich würde auch gern ein paar Regeln brechen. Du? Ich suche nach einem Was weißt du gefährlichen über die Tier. Haltung gefährlicher Tiere? Du kennst also meinen neuen Freund? Ist Sei das ein nicht so Tier oder verbissen. was? Wo kann ich Schmuggelware herkriegen? Weißt du, wo ich verbotenes Material auftreiben kann? Denkst du wirklich, ich würde illegale Substanzen besitzen? Irgendwie, ja. Und ich denke, dass einer wie du eine wie mich verpfeifen würde. Nächstes Thema. Austausch mit Das Zärtlichkeit in der Öffentlichkeit. Zärtlichkeitsaustauschverbot in der Öffentlichkeit nervt. Hey, du sprichst von meinem absoluten Lieblingsgesetzesverstoß. Ach, Nicht Ach. mit dir. Ach. Oh. Lass uns gegen das Atzoll-Gesetz protestieren. Austausch, Zärtlichkeit, Öffentlichkeitsgesetz. das Gesetz Lass mal- gegen das lass mal Küssen in der protestieren. Öffentlichkeit ist voll Kacke, was? Rechts. Ja, die ganze Stadt ist voll davon. Was hast du vor? Protestieren, was sonst? Lass uns in der Öffentlichkeit küssen. Nein, aber lass es uns rumerzählen. Ich finde die Idee von Marty besser. Ist Graffiti-Schmiererei nicht ein grober Verstoß? Ist Graffiti-Schmiererei nicht ein grober Verstoß? Möchte man meinen. Aber nachdem Bürger Brown vor ein paar Jahren alle Gebäude mit einer Teflon-Polymerbeschichtung versehen ließ, ist Graffiti-Spray nur noch ein Verstoß 2. Grades. Stell dir vor. Nun gut. Wenn ich es mir recht überlege, will ich nicht noch mehr über das Brechen von Regeln erfahren. Memme. So, kann ich etwas Gib mir Farbe meine haben? Sprühdose. Ich muss dringend was sprühen. Niedliche Bäumchen? Kauf dir einen Farbkasten. Auf meine Wand sprühst du nichts. Das sind genug Wände. Guck mal hier. So, interessante Gehst du Jungs. mit einem anderen aus? Das hatten Tut wir mir doch leid. schon. So, jetzt pass auf. Ich glaube, deine Farbe verschmiert. Mist! Ich gehe jetzt zu ihrem Freund. Oh, Moment. Das ist ein Holzbrett. Das sieht aus wie ein Durchgang. Solange es nicht zwingend nötig ist, will ich nicht im Müll wühlen. Du sollst nicht da wühlen, du sollst da durchgehen. Wuff, wuff. So. Daneben muss ich hin, da zu dem Free... Wer ist das? Pass auf, Marty! Ist das meine Mutter gewesen? Ja, ist Lorraine. Mom? Also eigentlich wollte ich ja hier hingehen, aber ich muss jetzt natürlich zu meiner Mama. Alter. So. Mama. Nicht Biff. Mom? Mom. Mom! Aber sind Sie glücklich? Glücklich sein ist überbewertet. Ich bin zufrieden. Ich werde drüber nachdenken. Mom? Hi, Martin. Ich habe dich im Vorbeifahren gesehen. Hast du mich hupen gehört? Mom, das bist nicht du. Martin, alles in Ordnung? Mir geht's gut, ich bin okay. Du bist nur so grau. Wenn das keine freundliche Begrüßung für deine Mutter Hey, ist. aber echt, Mir ey. leid. Was soll denn das? Du hast wohl recht.
Ich bin etwas angegraut. Dank deinem Vater. Was? Machst du Also, hier draußen? bist du hier zum Shoppen oder so? Shoppen. Puh, wer geht schon noch shoppen? Nein, es ist diesen Monat wieder soweit. Meine Bürgerpflicht ruft. Ich werde den ganzen Tag die Statue polieren. Oh yeah. Richtig. Da freue ich mich auch schon. Ganzen Monat drauf. Was ist mit dem Golfmobil, Mom? Martin, ich weiß, dass es dir unangenehm ist, im Vorjahresmodell herumzufahren. Aber wir können uns Agnes 86er noch nicht leisten. Wo ist mein Pickup? Niemand in Hill Valley hat einen Pickup. Martin, geht es dir wirklich gut? Ja, ich muss nur letzte Nacht sehr lebhaft geträumt haben. Ich hoffe, deine Traumwelt war aufregender als die hier. Tust du mir einen Gefallen? Ich habe vergessen, deinem Vater meinen Zeitplan für letzte Woche zu geben. Und nun glaubt Mr. Neugier, dass ich ihm etwas verheimliche. Zeitplan? Ist das nicht furchtbar? Aber Bürger Brown sagt immer, ein geplantes Leben ist ein glückliches Leben. Wie dem auch sei. Wärst du bitte so nett, den Plan zum Haus zu bringen? Hier, nimm den Wagen. Naja, eigentlich wollte ich... Ich weiß, Schatz, ich liebe dich auch. Ich würde dir einen Kuss geben, aber du weißt, was dann passiert. Vergiss nicht, mich heute Abend abzuholen. Ja, sicher. Erstmal gucken, was wir da gekriegt haben. Lorraines Stundenzettel. Also, Eine detaillierte Auflistung von Moms täglichen Aktivitäten. Heute Morgen hat sie sich 4 Minuten lang die Zähne geputzt. 4 Minuten? Das ist ja 1 Minute mehr als nötig. Als. So. Nee, ich will jetzt erstmal zu Leech gehen. Der da irgendwo Fenster sein sollte. Bim, 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 bim. Sehr schön. Hey, kannst du nicht lesen? Der heißt wirklich Oh. Leech. Du bist's, McFly. Leech? Hey, mein Fehler. Ich hätte das Schild auf spießig schreiben sollen, damit du es verstehst. Welches Schild? Das Schild, das er soeben einmal zu sich nimmt und eure Spießigkeit ihn ruhen lassen soll. Gratis Soja-Hotdogs zum Probieren. Bedienen Sie sich. Die sind wohl aus. Okay, das war ein relativ kurzer Handlungsfaden, den ich dachte, den ich aufnehmen kann. Dann fahren wir halt mal eine Runde Nun, der Auto. Pickup ist es nicht, aber er wird seinen Zweck erfüllen. Ah nee, es macht... So. Das ist aber nicht da, wo Police Line Do Not Cross steht. Alter Falter, hey. Ich weiß nicht, John. Ist das nicht verboten? Was ist in Hill Valley nicht verboten? Psst. Was, wenn Bürger Brown uns beobachtet? Keine Sorge, niemand kann uns hier sehen. Er ist ein Spanner. Alter, echt? Huch. Natürlich! Versuch deinen alten Natürlich Herrn ist er nächstes Mal das. vorzuwarnen. Ein neuer Tag Natürlich ist er ein Spanner. Sehr gut. zum Leben. Ah, ist das schön. Klar, was soll er denn sonst sein, außer einer, der Leuten Was ist zuguckt? das, Officer? Ah. Meine Gitarre. Hey, was macht meine Gitarre hier draußen? Deine Mutter und ich haben dich überzeugt, damit aufzuhören, weißt du noch? Rockmusik ist bei der Brown-Verwaltung nicht gern gesehen. Wie Sie hat einen Rockmusik? schlechten Einfluss auf die Kinder, für die du ein Vorbild an Fleiß und Anstand bist. Außerdem warst du nicht sehr gut. Ich dachte, er spielt Smooth Jazz. Gib mir die Komm schon, Gitarre. Dad, ich brauche die Gitarre. Nenn mir einen guten Grund, warum ich sie dir wiedergeben sollte. Smooth Weil- Jazz. Ich glaube, da ist alles falsch. Rock'n'Roll ist meine Bestimmung, das wird ihm natürlich nicht gefallen. Musik wird dir gut tun, kann er einfach Nein sagen. Ich muss Jennifer beeindrucken. Ein bestimmtes Mädchen wird mich mögen, wenn ich Gitarre spiele. Ein Mädchen? Du meinst doch nicht. Jennifer. Oh, Martin. Was willst du bloß von dir? Sie bringt doch nichts als Ärger. Ja, die richtige Art von Ärger. Außerdem, so wie du Gitarre spielst, erreichst du wohl eher das Gegenteil. Na Sei gut, doch Sohn. nicht so Mach, fies. was du willst. Ach so! Danke, Dad. Ach so! Oh, das ist so typische Elternpsychologie. So wie du Gitarre spielst, rennst du eher weg. Nimm ruhig die Gitarre. Ja klar. Okay, alles klar. Danke für die Gitarre.
Haben wir hier noch was? Nee, dann muss ich wohl mit meinem Vater reden. Monitore. Monitore. Videorekorder. Monitor? Monitor. Hey! Okay, was haben wir hier? Der hat nicht so. Guten Morgen, Mrs. Brown. Okay, ich weiß, wo das alles ist. Der hat mich gesehen. Also das ist... Aber wo ist das da? Also nicht wo das da direkt, sondern das da. Egal, Videorekorder. Oh, die Aufnahme läuft. Ich will Dads Arbeit nicht zerstören. Die laufen doch überall, oder? Oh, die Aufnahme läuft. Ich will Dads Arbeit nicht zerstören. Hab gehört, dass dir noch mehr Strafpunkte verpasst wurden, Nathan. Weiter so. Klar, So. vertrau keinem mit weniger als 1000 Strafpunkten, stimmt's? So, George. Ich habe Mom in der Stadt gesehen. Sie sagte mir, ich solle dir das hier geben. Danke. Sag mal, was gibt es Neues hier? Oh, das Übliche. Mit Hilfe meiner Überwachungsmonitore behalte ich ein Auge auf Hill Valley. Ich bin stets auf der Suche nach interessantem Filmmaterial. Mein Vater ein Schnüffler? Ist das dein Job oder gibt dir das den gewissen Kick? Was ist denn das für eine dumme Frage? Ich sammle seit über einem Jahr authentisches Dokumentarmaterial für Bürger Browns Werbevideos. Ach so. Ich weiß, dass deine Mutter meine Arbeit nicht gutheißt, aber... Warte, du sagtest, du hättest Lorraine gesehen? 11 bis 12 Friseur, 12 bis 12:20 Mittagessen bei Soupmo, Spargelcreme mit Crackern. Was war das? Du kennst die Probleme deiner Mutter. Falls sie wieder abrutscht, gerät vielleicht die ganze Familie in Verruf. Da ist sie. Sie poliert die Statue im Park. Genau nach Terminplan. Dann ist alles gut. Es sei denn, wie wirkte sie bei eurem Gespräch? Klar? Nüchtern? Himmel. Wow, Dad. Willst du etwa sagen, Mom ist eine Säuf... Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob deine Mutter in ihr altes Verhalten zurückgefallen ist, aber sie verhält sich seit kurzem sehr seltsam, als ob sie meine Überwachungsarbeit nicht schätzt. Im Vertrauen. Ich glaube, sie hat irgendwo einen Flachmann versteckt. Wahrscheinlich unweit von dem Ort, an dem sie gerade arbeitet. Tust du mir einen Gefallen, mein Sohn? Versuche, eine ehrliche Antwort von ihr zu bekommen. Mir traut sie nicht, aber vielleicht fühlt sie sich von dir weniger beobachtet. Doppelte Rationen für dich diese Woche, wenn du deinem alten Herrn hilfst. Was sagst du? Ration? Das ist ein guter Junge. Okay, Dad. Wir müssen reden. Aber echt, hey. Was hast du da versteckt, als ich reinkam? Was hast du da versteckt, als ich gerade Gar nicht hereinkam? gesehen, dass er was versteckt hat. Versteckt? Ich weiß nicht, wovon du redest, Sohn. Komm schon, ich hab's gesehen. Ein Videoband, oder? Ach, ich kann es dir auch sagen. Immerhin bist du ja bald 18. Mir was sagen. Hill Valley unter Bürger Brown ist nicht so glücklich und zufrieden, wie man dir weisgemacht hat. Nie im Wie Leben. im Leben. Das ist natürlich keine Kritik an diesem großen Mann oder seiner gesegneten Frau Edna. Niemand hat mehr dafür gearbeitet, die fortschrittlichsten Methoden der Sozialplanung in unserer Gemeinde einzubringen, aber Was? unter uns gesagt, nicht jeder weiß es zu schätzen. Eine Menge Bürger, vielleicht sogar die Mehrheit, lehnen die Brown-Verwaltung ab. Natürlich sagen sie das nicht Sowas. öffentlich, aber wenn sie unter sich sind... Hier, hör mal. Ich sag dir, Bert, dieses System ist ein Witz. Drüben in Roseville lachen sie über uns. Auf Bürger Brown. Möge sein geliebtes Rathaus vom Blitz getroffen werden. Och, Agnes, du bist schrecklich. Kommst du mit zum Rathausplatz, Lester? Bürger Brown hält wieder eine Rede. Bürger Brown kann mich mal am... Naja, du weißt, was ich meine. Hört sich an, als wären die Leute nicht zufrieden mit Browns Hill Valley. Nicht alle, nur etwa 50%, vielleicht 60. Weiß Bürger Brown davon? Sollte er zumindest. Immer wenn ich Kopien meiner Aufnahmen an die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Rathauses schicke, bekomme ich eine Nachricht, dass Bürger Brown mir für meine Dienste dankt. Aber wie könnte er die Videos sehen und nichts tun? Vielleicht solltest du deine Bänder direkt zu Brown bringen. Ach, ich weiß nicht. Sicher, er könnte es begrüßen, dass ich ihn auf dieses Problem hinweise und mich für meinen Dienst an der Öffentlichkeit belohnen. Andererseits sagt man, dass es nie klug sei, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein. Das ist eine gute Idee. Aber erstmal... Oh, warte mal, da kann ich noch was fragen. Oh,
Ihr Leute, wir haben hier ziemlich viel noch zu fragen, ne? Was ist mit dem Haus geschehen? Ich würde mal sagen, für heute war es das. Es ist hier wirklich gerade interessant, also zumindest für mich. Ich finde das interessant, mal ein bisschen rumschnüffeln. Wow, ich bin wie mein Vater, mal ein bisschen rumschnüffeln, voll interessant. Für heute soll es das gewesen sein. Eigentlich war der Plan, dass ich da jetzt einfach ins Tor reinmarschiere. Hey Doc, mach alles wieder wie früher. Okay, Marty, tschüss. So, lief wohl doch ein bisschen anders als geplant. Dann würde ich mal sagen, ihr guten Leute heute, dann machen wir morgen weiter. Ja. Bis morgen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was dieser Gruß soll. Egal. Schön. Und jetzt erstmal einen ordentlichen Schluck trinken hier.